Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen auf Pelzig. Okay, jetzt gehen wir doch gerade mal weiter hier im Dungeon. Glaubt mir, ein südliches Grab in einer offenen Höhle und verdammt alt ist es auch. Ja. Unser Zwerg hat sein Zinke nicht nur als Zierte, sondern auch zum Riecher. Und ich weiß, da lauern noch ein paar Spinche. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Schlitz mal lieber der Geisterspinne den Bauch auf. Und ihr andere, ihr supportet unseren guten Korgan. Oh Mann. Boah, scheiße, die hacken aber richtig heftig auf den Ei. So. Ja, Korgan ist gut drauf, merkt man. Und da geht's auch noch weiter. Gruppe hier sammeln. Und wir speichern an der Stelle auf jeden Fall auch noch einmal. Zup. Und Abdel Adrian, ich will, dass du dich versteckst. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und du sind nochmal so ein paar. Kaspar Cap. Mach's richtig. Kurz und schmerzhaft. So, ihr Macht's kurz. rüstet wieder euer Fernkampfwaffe Was ist aus. nun los? Ja, Abil? Und Ja. auf geht's. Scheiße, er hat nicht getroffen. Oh Mann. Fuck. Was wollt ihr, So, Oberweltler? auf das Vieh. Sagt mir, was ich kümmere Und du mich. gehst nach hinten. Auf euren Befehl Okay. werde ich vorrücken. Das hat jetzt nichts gebracht. Ustan Zados. Funktioniert halt nicht immer mit dem hinterhältigen Angriff auf die verletzte Spinne. Schon geschehen. Und du gehst in die Lücke rein. So. Alles haben wir das Mistvieh drauf. Gott, auf das da. Und Ich brauche Hilfe. Dalli! es ist auch so geil, wenn der kurz vorm Tod ist. Hey, verdammter Trottel, ich brauche Hilfe. Dalli, Dalli. So geil. Keine Gnade denen, die So, mir jetzt auf der sind. Waldschrat. Auf der letzte. Wie dort, ich versinke in Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Höchst unerfreuliche Erinnerungen. So, das ist Vikonias Kommentar zum Dungeon. Dann wartet mal hier und Abdel Adrian guckt hier nochmal noch Faller. Also ich finde definitiv für böse Gruppe ist Korgan absolut genial. Dort tut's mir eigentlich schon fast gar nicht leid, dass ich Minsk nicht dabei habe. Ich meine, es gibt so viele Let's Plays, die immer nur gute Leute in der Gruppe haben, die immer nur einen Paladin spielen oder einen Rechtschaffen, oder nicht mal unbedingt Rechtschaffen, aber die auch einen guten Kombi-Charakter haben. Du könnt ihr euch so viele Let's Plays dazu angucken. Aber böse Gruppe habe ich eigentlich beim Let's Play bei Baldur's Gate 2 nie erlebt. Deswegen genießt es einfach mal, dass wir hier eine richtig bösartige, gemeine Gruppe haben, mit richtig miese Charaktere. Es macht einfach tierisch Spaß. So, Dilla. Jetzt gehen wir hier noch rein in den gigantischen Kokon. Mal abwarten, was wir hier finden. Aller Ruhm gebührt der dunklen Mutter. Paina, das ist eine Drow. Ihr wären hier Falle Eindringlinge. Ich hab das Heiligtum nicht gebaut, damit ihr es im Vorbeigehen Einreise kennt. Spürt den Zorn von der Arachnoide, von der göttlichen Achtbeinige. Dass ihr in eurer Gruppe Drow habt, finde ich noch schlimmer. Unterstützt die Schlampe etwas Töter von Spinne? Wunder, dass in der Oberwelt einhergeht. Ihr werden alle sterben. Okay, Wunder, dass in der Oberwelt einhergeht. Hört auf zu fressen, mein Spindle. Neue Opfer warten auf euch. Schützt euer Heim. Uah, das ist nicht so gut. Was gibt's? Das ist nicht so gut. Was haben wir dann hier? Beeinflussungsring. Die wird uns nicht so viel bringen. Was können wir dann da machen? Waffe vergiften können wir machen. Das bringt wohl nicht so viel. Alp könnte man mal wirken. Eventuell rennen sie dann fort, die Viecher. Ich werde angreifen. Der hat jetzt auch nichts Besonderes dabei. Familienschild. Das ist ja, Ich stehe euch zu Diensten. nö. Das ist nicht so gut. Deswegen die Sache alle anderen auf die kleine Spindler. Ich höre euch. Helm wird mir den Weg weisen. Gut. Und abwarte, was dabei jetzt rauskommt. Okay, ein paar Spinner sind tatsächlich davon beeinflusst.
Abdel Adrian, du schießt auf die ganze andere Spinne drauf. Viconia macht die fertig. Wir machen jetzt die platt, die nicht wild wegrennen. Weil die kleinen Spindler sind durchaus miese, kleine Gegner, die sehr ätzend sein können. Okay, Viconia ist schon mal vergift. Okay, sie hat nicht mal einen Zauber zu entbringen können. Kann doch nicht mal ihren dappischen Heiltrank einnehmen gerade. Scheiße. Viconia, nimm deinen dappischen Heiltrank ein. Ja, okay, das hat geklappt. Abdel Adrian schießt auf die blöde Spinne. Okay, Korgan, heil dich. Puh, nimmt das Heiltränkchen noch ein. Anomen, kümmere dich um die andere Spinne. Und Korgan kann sich schon mal um die Paina kümmern. Okay, jetzt sind nur noch die wegrennende Spinne unterwegs. Die andere kämpft gegen den Feuerelementar, während Abdel Adrian hier noch und noch die kleine Spindler ausrottet. So. Okay, deine Waffe ist ohne Wirkung, dann greift er Spinne an. Gott, sehr gut. Wieder Spinn getötet. Du heilst dich noch einmal. Abdel Adrian weiter hier, aktiv. Paina lebt noch. Okay, weiter auf die Spinne. Gott, Anomen auch auf die Spinne. Okay, Korgan ist auch verletzt. Nicht so gut. Viconia kurz vorm Krepierer. Dann heil doch mal Viconia mit leichte Wunde heilen. Mehr haben wir leider nämlich im Sack. Und Abdel Adrian schießt noch auf die andere Biester. Sehr gut. Das Vieh ist kaputt. Und zack. Und da ist noch ein Spinner. Okay. Ich glaube, das war's. Mit dem Magier wäre es natürlich sehr viel praktischer gewesen. Da hätten wir uns hier gesammelt und einen Feuerball einfach mal volle Wumme in die Ecke reingepfeffert. Jetzt haben wir aber hier noch Zeich. Inklusive einem Ionenstein. Das ist ein kleiner Stäh, der um den Kopf vom Benutzer kreist. Dazu muss man mit dem Stäh einfach nur ausrüsten. Abhängig von der Farbe haben die magische Stähe unterschiedliche Eigenschaften. Das können wir jetzt weitergeben zur Aufbewahrung. Und ich stehe Sache. Was täte ich dann Sache? Wir plündern noch den Leichnam von Paina. Und nehmen hier noch so ein Teil. Schwarze Spinne-Statue. Die Statue, die ihr da in eurer Hand halten, stellt die schwarze Spinne dar. Wenn man das Befehlswort ausspricht, verwandelt sich die Statue in eine halbintelligente Spinne, die auf den Namen Kithix hört. Die Spinne gehorcht den Befehle von ihrem Herrn, bis 5 Minuten verstrichen sind oder bis er getötet wird. Dennoch verwandelt sie sich zurück in die Statuette. Es dauert einen Tag, bis die Statuette wieder einsatzbereit ist. Ja, da kann man halt täglich durch mit Jagdspinne für 5 Minuten rufen. Das ist jetzt nichts Großartiges. Aber ich jetzt sage, das kriegt erstmal unser Drow. Ja. Und das war jetzt nicht gerade ein happischer Kampf, muss man dazu sagen. Wie viel Handy dann so gäbe? Paina hat 4000 Erfahrungspunkte gäbe und ihren Elementar dürfte eigentlich auch keine schlechte Erfahrungspunkte gäbe haben. Aber nee, um der Elementar geht es anscheinend gar nicht mehr, weil der beschworene Woche ist, scheint ja wohl keine Erfahrungspunkte gäbe zu haben, was ich sehr schade finde. Ich bin dabei. Aber wir sollten uns hier auf jeden Fall nochmal ausruhen, bevor wir dort in der Dungeon runtergehen, in der eigentliche. Deswegen erstmal speichern, man weiß nie, was passiert. Und mal eine Runde pennen. Es geht wieder in den nächsten Traum, aber ich will ja nicht, dass der Korgan rumzickt von wegen, mir verplempern nur Zeit. Das Leben ist schwer. Darum wird nicht gekämpft. Es scheint logisch genug. Ihr lebt. Ihr habt Einfluss auf eure Welt. Aber ist es das, was ihr wollt? Ihr seid innerlich anders. Diese Frau lebt und hat auf eine gewisse Art sogar Kraft. Sie verlor ihre Eltern durch eine Seuche und ihren Mann im Krieg. Doch sie hat durchgehalten. Ihrer Farm geht es gut, sie wird respektiert und ihre Kinder sind wohlgenährt und sicher. Sie lebte so, wie sie es für richtig hielt. Und jetzt ist sie tot. Reizend. Ihr Land wird aufgeteilt werden,
Ihre Kinder werden weggehen und sie wird man vergessen. Sie hat ein gutes Leben geführt, doch sie hatte keine Macht. Sie war ein Sklave des Todes. Ich frage mich, ob es euer Schicksal ist, vergessen zu werden. Wird euer Leben im Schatten anderer verblassen? Ihr seid zum Mörder geboren. Einer, der anderen das Leben nimmt. Ihr habt Macht, wenn ihr sie zu gebrauchen wisst. Jetzt nehmen wir mal die Arschloch-Antwort. Die Vorstellung ist interessant. Ich habe A-Recht auf die Macht, weil ich bin, was ich bin. Ja, seht, was für Möglichkeiten euch offen stehen. Incactus Pulca Imperium. Das ist der Zaubermeteoritenschwarm. Sehr, sehr mächtig. Wenn die Gelegenheit kommt, solltet ihr die Geschenke, die euch angeboten werden, annehmen. Folgt! Unser Zusammentreffen ist unausweichlich. Das müsste hier aber eigentlich auch noch dabei stehen. Meteorschwarm, genau. Sehr, sehr mächtiger Zauber. So, das war jetzt ein Ausblick darauf im Traum mal wieder, was uns erwartet. Okay, Korgan zickt nicht rum, das ist schon mal sehr gut. Und ansonsten, was haben wir dann noch alles? Wir können jetzt Zeichen identifizieren. Das ist auf jeden Fall die erste Sache, die ich ganz gerne identifiziert hätte. Arabenes Schwert plus 2. Arabanes und hier steht Arbanes, Schwert der Geschicklichkeit. Das ist nur eines von zahlreichen Schwertern, die den Namen des Magiers tragen, der als erster herausfand, wie man eine Klinge auf diese Art und Weise verzaubern kann. Diese Waffe hier wurde lange Zeit vom gesetzlosen Garno geführt und bereitete dem Leben von zahlreichen Klerikern ein Ende. Garno wurde zum Gesetzlosen und Götterhasser, als seine Familie von Klerikern Loviatars auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Er verbrachte den Rest seines Lebens damit, sich zu rächen. Trotz seines großen Hasses gegen jeden, der ein Anhänger der Götter war, wird spekuliert, dass ihm diese Waffe durch die Taten eines Gottes des Chaos zufiel. Dem Gott gefiel offenbar die Zerstörung und das Chaos, das der junge Mann anrichtete. Besondere Fähigkeiten: Träger ist gegen Personen festhalten immun. Mit dem Schwert kann man einmal täglich Hast einsetzen für 12 Sekunden. Das ist 1W6 plus 2. Eine plus 2 Waffe durchaus nicht verkehrt. 1W10 plus 1, ja, was ist eine plus 2 Waffe, muss man dazu sagen. Also komm, das ist gekauft. Nehmen wir das Teil. Den Ionenstein mag ich jetzt auch noch identifizieren. Hellgrüner Ionenstein. Auf seinem Totenbett bat der gealterte Held Riga Reinherz den Magier Spectorial, der ihm stets ein treuer Gefährte gewesen war, um einen letzten Gefallen. Seine Fähigkeiten als Krieger und seine Zähigkeit sollten über seinen Tod hinaus weiterleben. Nach einigem Zögern stimmte der Freund zu und übertrug diese Eigenschaften auf einen hellgrünen Ionenstein. Er wusste wohl, dass der Seele von Reinherz diese Eigenschaften dadurch genommen wurden. Auf jeden Fall kann der Träger des Ionensteins nun von Reinherzens Zähigkeit und seinen Fähigkeiten im Kampf profitieren. Der Träger erhält -1 auf ETW 0 und plus 10% Trefferpunkte. Das ist durchaus sehr praktisch, kann aber leider von Dieben nicht verwendet werden. Das heißt, für ihn ist es recht unpraktisch. Er hat aber den tollen Helm von Balduran, das heißt, der braucht ihn nicht. Der hat einen blöde Infravisionshelm, okay. Und Vikonia hat nur so ein Standarddingens, deswegen würde ich sagen, sie hat sowieso nicht gerade sehr viel Lebenspunkte, also zack. Gib wenigstens 55, gib wenigstens 5 mehr Lebenspunkte und der eklige Helm, der kann jetzt fort in der Zeit. Gut. So viel dazu. Der Rest, ja, da hätten wir noch irgendwas. Langschwert. Namara plus 2. Langschwert plus 2. Die magische Klinge ist auch unter dem Namen Nimmerschlaf bekannt und man sagt, dass sie bei einigen der bedeutendsten Auseinandersetzungen in der Geschichte Faeruns eine Rolle gespielt hat. Die Waffe wurde hoch im Norden in Tai ebenso gesehen wie in den Dschungeln von Kult. Seltsamerweise fehlen bei den Berichten über das Auftauchen der Waffe immer die genauen Details. Vielleicht liegt es ja an der Fähigkeit des Schwertes, Stille in einem großen Radius zu wirken. So hat es im Verlauf der Geschichte nicht nur Magier am Zaubern gehindert, sondern auch die Diskussion über sein Auftauchen unterbunden. Ja, das kann man 3-mal am Tag im 4,50 Meter Radius Stille wirken. Und NSW8 plus 4, das ist schon recht nützlich für Leute, die langschwertbegabt sind. Behalten wir mal das Ding. Sagt mir, was zu tun ist, wenn es denn sein muss. Jetzt gehen wir hier raus. In den nächsten Bereich. Oh, und der wird 8C. Der wird richtig C, der Bereich. Ich warte. Deswegen erstmal verstecken. Ich werde unbemerkt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja, dann kommt genau das hier. Hier mal ein Gruftschrecke, noch ein Gruftschrecke. Ich glaube, die können sogar Lebenskraftentzug wirken. Das ist recht gemein. Da
machen wir mal Lebenskraftentzug. Schutz auf dich. Korgan auf den, du auf den Zombie. Und du kümmerst dich um einzelne eklige Dinger hier mit. So. Okay, der kann doch nicht nur mit seinem stinknormalen Streitkolbe hier was gegen einen Zombie ausrichten. Das ist schon etwas peinlich. Ich weiß, er ist nicht drin geskillt. Scheiße, er kann es nicht mal verwenden. Nee. Dann hat er halt Pech gehabt. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Anomen, Pech gehabt. Dann weiß ich nicht, was du sonst schon machen kannst. Dann buff doch mal die andere mit dem Segen. Ja, Abdel Adrian hat sogar mit 25 Schadenspunkten den Gruftschrecker ausgenockt. Sehr gut. ich hoffe, das bringt Du kümmerst dich um das Kriegerskelett und du machst mit beim Gruftschrecken, bevor der noch Vikonias Lebenskraft abzwacken kann. Sehr gut. Nett. für Ruhm und Ehre. Ja, für Ruhm und Ehre. Als Ruf macht den Zombie kalt. Aber wenn ihr schon denken, die Zombies machen nette Geräusche, dann warten erstmal die Ghule ab. Die hatten wir bisher nämlich noch nicht. Ghule bzw. Düsterschrecken. Die machen schon sehr, sehr geile Geräusche. Boah, Mann, wobei mich jetzt gerade die Zombie-Geräusche ziemlich ätzen. Also die Zombies zuerst, die nerven mich gerade immens. Vor allem sind die immer so immens abartig laut, die Geräusche. Okay, heil dich mal selbst. Und du heilst dich auch mal selbst. Aber die geilsten Geräusche bei der Untote machen meiner Meinung nach immer noch die Ghule bzw. Düsterschrecken. Das klingt so pervers. Eine Koralle ist das noch, die können wir da einstecken. Und Ich werde unbemerkt zuschlagen. Achtung, da ist schon einer. Da ist schon der Zweite, aber da ist auch ein Vampir. Beziehungsweise ein Vampir. Mit dem sollten wir uns doch nicht lecker. Moment. Oh, hoppla. Oh, scheiße. Nee, das ist nicht gut. Der schwirrt doch schon rum. Wisst was? Ja, Ich Abil? bin unter Gerechten. Wir machen einen Lebenskraftentzug Schutz auf Korgan, weil Vampire können Lebenskraftentzug wirken. Das ist sehr gemein. So, jetzt holen wir Corgi mal raus. Gut. Die Geräusche einfach. So. Ihr kümmert euch um die Ghule und du gehst im Hintergrund drauf. So, dann müssen wir drauf achten. Oh, Vikonia macht schon was Gefährliches hier. So, du gehst dort hin, nicht dass du über die Falle latschst und du machst den Düsterschrecken von hinten platt. Kreischen wie kleine Mädler, die Viecher. 33 Schadenspunkte habe ich gerissen, das ist echt sehr praktisch. Diese räudige Schmatzgeräusche. Alter, an dieses ewig laute Gekrisch und deine Viecher. Alter Latz. Okay, jetzt gucken wir nochmal hier noch Falle. Anomen, heilt auch mal den armen Korgan. Und wir entschärfen hier die Falle. In dem wunderschönen ägyptischen Relief auf dem Boden. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Und dann können wir dort hingehen und können von hier aus weitergehen. Also hätten wir keinen Dieb in der Gruppe, wäre das jetzt schon ziemlich geschissen, um ehrlich zu sein. Also da hätten wir hier auf jeden Fall richtig geschissen. Ich werde unbemerkt. So, da weiß ich, dass auf jeden Fall noch ein paar Hansel auf uns warten. Hier noch Mumie. Sehr schön. Das war aber äußerst wenig schade gemacht. Hoffentlich werde ich wenigstens So. gut bezahlt. Ihr müsst nach vorne. Keine Gnade denen. Ab auf die Mumie. Gott. Anomen macht hier leider keinen Schaden mit seinem stinknormalen Popelstreitkolber. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Ja, ich weiß, Anomen. Wir suchen auf jeden Fall noch eine schöne Waffe für dich. Ah, ich mag die Musik. Ich mag die Musik einfach. Ich werde unbennestend sein. So, ich glaube, hier waren noch etliche Schattenkreaturen. Ja, vor allem der Todesalp, und den müssen wir uns kümmern.
Todesalp ist eine hundsgemeine Kreatur, die auch Lebensenergie abziehen kann, also Stufe abziehen kann, wie es ein Vampir auch kann. 2 Todesalp, das ist gemein. 37 und das Vieh ist also nicht tot. Alter Falter, die halten nach was aus, die Knaber. Haben wir zufällig noch einen Schutz vor Lebenskraftentzug parat? Leider nein, das ist etwas bitter. Was ist nun los? Ja, was ist nun los? Das kann ich der Sache in die Hose geschissen, Hämmer. Wir können nur noch die geringere Genesung benutzen. Abdel Adrian muss warten. Vikonia kommt noch hin. Der ist unverletzt und der ist... Okay. Mach doch mal einen Flammenschlag auf den unverletzten Todesalp. Sag mir, was zu tun ist. So. Beide schon mal auf den Todesalp drauf. Und wo ist der zweite? Der ist dem Tode nahe schon. Okay, den hat Vikonia gekillt mit 29 Schadenspunkten. Sehr, sehr praktisch. Killt den verdammte Todesalp. Sehr schön. Wir haben es gepackt, ohne Lebenskraftentzug zu kriegen. Schatten, Scheusal und Schatten. Als nächstes auf Schatten Scheusal, weil das viel Leute betäuben kann oder festhalten kann. Und natürlich ist Anomens Waffe auch hier wirkungslos, weil gegen Schattenkreaturen braucht man immer eine magische Waffe. Ansonsten trifft man die nicht. So. Gott. Jetzt. Oh ne, Quatsch, wir haben doch keinen Lebenskraftentzug überstanden. Abdel Adrian wurde Dodefu erwischt, deswegen heilen wir ihn mal. Ihr könnt ja hier dann sehen, dass der hier Entzug von Lebensenergie hat und ist jetzt nur noch Meuchelmörder der 9. Stufe und steht auch hier Stufe verloren. So, jetzt heilen wir ihn. Und jetzt ist er auch wieder ein Meuchelmörder der 11. Stufe. Das heißt, er hat wieder seine normale Fähigkeiten zurück. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Ich mach gerade mal gucken. Ja, er hat wieder seine ganze Dinger parat. Und ist nämlich auf Level 9 runtergesetzt. Das ist halt sehr, sehr mies. Den Zauber kann man nur, oder den Fluch in dem Fall kann man nur brechen. Durch geringere Genesung oder Genesung. Geringere Genesung heilt halt diese Nebeneffekte, während Genesung dazu auch noch der Charakter vollständig heilt. Puh, und man kann sich auch nur mit Schutz durch Lebenskraftentzug vor der Wirkung schützen. Deswegen habe ich das hier vorhin auch nochmal gewirkt. So, jetzt war dann hier, glaube ich, noch ein Faller. Müssen wir gerade nochmal die Aare aufhalten. Und immer wieder gucken, ob man nicht irgendwas hier stibitzen kann. Hier war doch noch irgendwo, genau, hier war noch irgendwo Faller. Jetzt speichere ich hier nochmal ab. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Text, den ich früher so geil fand. Wenn ihr wünscht, könnt ihr den Sarkophag öffnen. Der hier dann. Ein untotes Ding erhebt sich mühselig aus dem Sarkophag und murmelt unverständliche, ärgerliche Worte in einer fremdartigen Spruch. Es blickt euch aus toter Aare an, während ihr verschreckt zurückfahrt. Den Spruch fand ich früher immer so unglaublich geil. Beziehungsweise die Beschreibung fand ich früher immer sehr, sehr geil. Und wir merken, das Vieh scheint ordentlich zuzulangern. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Ja, du solltest mal Gruppeheilung wirken. Und alle auf das verdammte Kriegerskelett, was scheiß viel Schaden ausdehlt. Und unserem armen Corgi das Leben schwer macht. 4000 Erfahrungspunkte gibt's. Und es hat etwas bei sich, was man identifizieren sollte. Geht aber leider nicht mehr. Schade, schade. Es wird Zeit, dass man Magier in die Gruppe kriegen. Das Ding macht auf jeden Fall Elektrizitätsschaden. So viel kann ich verroten. So, unseren guten Zwerg nochmal heilen. Und noch einmal. So, jetzt stellen wir uns mal hier auf. Weil da kommt die nächste Scheiße schon um die Ecke. Deswegen, erst einmal speichern. Corgi for the win, der geht vor. Da kommen schon die nächste Kreatur angewankt. Es bringt aber nichts, weil die andere Plus-Waffe haben. Und die Kreatur kann man halt wirklich nur mit magischer Waffe verwundern. Okay, 2 Schadenspunkte haben wir gemacht, das wird leicht verletzt sein, genau. Dann noch einen Schritt zurück, warte bis das Vieh kommt und jetzt drauf. Die machen wir nicht in der Masse platt. Die zerren wir uns einer noch um andere zurück. Okay, er hat noch eine Krankheit abkriegt, die heilen wir auch gleich. So, jetzt wieder sammeln. Und Korkan lockt den nächsten an.
Ich folge euren Befehlen. Im Moment. Komm. Komm schon. Wo ist dann der nächste von euch? Hansel. Okay, da kommt er schon. Gut, der Düsterschrecken. Ghouls sind nicht unbedingt so magische Kreaturen. Die können wir mit stinknormale Geschosse erwischen. Helm wird mir den Weg Quatsch. weisen. Du attackierst. Yes, du attackierst den. Abdel Adrian, du schießt auch auf den Düsterschrecken. Und Vikonia, du schleuderst auch hinterher. Alter, dieses Lachen von dem Vieh. Das ist so irre. Was wollt ihr, Oberweltler? Okay. Also den haben wir schon mal auf dem Weg fertig gemacht, den Düsterschrecken. So, gehen wir auch wieder einen Schritt zurück. Warten, bis die Mumie arg stolpert kommt. Ich finde es auch so geil animiert, wie die sich bewegt. Ja. Und die Mumie als wieder drauf. Und ach, die ist tot. Gut. Jetzt dürfte eigentlich nur noch Düsterschrecke hier übrig sein. Später schlitze ich euch den Bauch auf. Von wegen. Es sind noch 2 Mumie parat. Manometer. Okay, warten wir, bis die arg stolpert kommt. Aber ich muss sagen, denn die erschleppende Bewegungen finde ich definitiv sehr, sehr geil und realistisch animiert. Der arme Anomen. Kann nichts ausrichten. So, oh. Korgan hat hier ordentlich nochmal einstecken müssen wegen der verdammten Krankheit. Ich würde sagen, ich leihe ihm sowieso mal hier meinen Heiltrank und Anomen braucht das sowieso nicht. Da kann der Ende Heiltrank wieder zurück an Abdel Adrian, weil der Krieger braucht es auf jeden Fall dringender hier. Und schluckt den Trank. Und ihr Rechtlicher geht auf die Mumie. Was ist nun los? Ja, Anomen, deine Waffe ist ohne Wirkung. Der Sieg wird unser sein. Ihr wisst es. Die Krankheit können wir leider auch nicht heilen gerade. Wir müssen mal warten, bis die von sich aus verschwindet. Alter, dieses irre Lache von dem Düsterschrecken. Und dieses Kleinmädelgekreische und dieses Rumgesapper. Alter Falter. Also Düsterschrecken fand ich früher schon sehr, sehr nervtötend. Mittlerweile finde ich es eigentlich eher witzig. Ich warte. Ich bin dabei. Dann können wir uns hier noch umgucken. Der stehende Sarkophag wurde schon vor langer Zeit mit Stähl versiegelt. Ah, so. Dann haben wir aber hier noch was wir klauen können. Und das Zeug können wir genauso gut auch nochmal rausstibitzen. Das ist eigentlich Käse hier, das Zeug. Der ist eh schon voll. Und der Bolze plus Ends, die können wir später auch da ja verkaufen. Also da jetzt nicht unbedingt, aber wir können sie verkaufen. Das bringt auf jeden Fall Geld. Genauso wie der Dolch plus Ends. Ach, der bringt Cola. Ich will mich nicht drüber beschweren. Wenn es denn sein muss. So, die Krankheit von Korgan ist auch ausgemerzt. Das ist auch nicht verkehrt. Und dann sammeln wir uns schon mal hier. Und können dann noch die Letztkammer machen, weil ich fände es sonst echt dämlich, wenn ich die Letztkammer jetzt auf morgen noch verschiebe. Das machen wir auf jeden Fall heute noch, auch wenn es dann ein paar Minuten überzogen ist. So, hier sind auf jeden Fall auch noch Falle mäßig. Hier müssten noch Falle sein. Oh, direkt vor der Nase sogar. Und dort dürften auch noch Falle sein. Uiuiuiui. Verdammt, aber er hat wenigstens nur 8 Schadenspunkte erlitten. Das ist nicht so viel wie gedacht. Oder befürchtet. So, dann müssen wir hier nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Ansonsten könnte es ungemütlich werden. Abdel Adrian, du machst dich mal etwas rar. Mach dich rar. Komm schon. Weil du wimmelst jetzt wieder vom Gegner. Komm schon, schleichen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Sehr schön. Da haben wir noch Mumie. Oh, fuck. Nicht gut. Gar nicht gut. Nee, das machen wir nicht. Die habe ich wohl nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Quick Save. Sehr gut, dass ich da auf jeden Fall nochmal gespeichert habe. Ja, die habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Müssen wir doch ein bisschen näher dran gehen an die Sache. Und find die Falle. Los, find die Falle. Sehr gut. Guter Halbling. So, da kommen sie schon arg gewatschelt, die Viecher. Dieses Grabmal wurde schon geplündert. Die langbeinigen, stinkenden Bastarde waren schneller. Die Gauner werden eine Mahlzeit aus kaltem Stahl fressen, wenn ich sie mir vorknöpfe. Stinkendes Fleisch, verfluchtes Leben, es
gibt's sogar hier Regeln, Gesetze. Der ewige Schlaf muss bewahrt bleiben. Frevler müssen sterben. Den Weg allen Fleisches gehen. Kassas Buch ist verloren. Nevatias Lehrling soll ihr Verderben sein. Sterbt wie ich. Die schnapsblütige Stummelschwänze haben mich einmal so viel wütend gemacht. Wir müssen jetzt ein paar wandernde Untote abfertigen und dann ein paar lebende Tote finden und unter die Erde bringen. Klingt doch ein Plan. Sagt mir, was zu tun ist. Allerhaupt dann auf diese sprechende Mumie drauf. Ich hoffe, ich habe sie zu eurem Wohlgefallen synchronisiert, weil ich fand die Stelle auch immer so unglaublich geil früher. Göttern schwöre ich werde dreimal auf euren Gräbern tanzen. Unter meiner Nase weggestohlen. Ich hab die Arbeit und finde raus, wo das verfluchte Buch ist. Und diese Felsflöhe schnappen es mir einfach weg. Wir müssen los. Die Plünderung hier ist noch kein Tag her. Wenn wir von den Idioten bei Pimlicoa kommen, kann ich sie vielleicht noch festsetzen und mir das wiederhole, was ohne ihm hier gehört. Tabaksack verlangt nach einer Tötung. Bin dabei. Alle hopp auf zum Sieg und zur Beute. Ich kümmere mich drum. Gut. Dann wissen wir das auch schon. Dann speichere ich an der Stelle auf jeden Fall noch einmal. Und jetzt können wir auch... Das ist gut, so einen Ort zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Alter Anomen, ich weiß nicht, wo es bei dir gerade pumpt, aber ich glaube, bei dir pumpt es gerade unterhalb von der Gürtellinie. Ja, haben wir voll das Geräusch gemacht, der Widerling. Ja, scheiße, das war nicht gut. Ja, nicht jeder hinterhältige Angriff gelingt leider. Corgi, flippe mal ein bisschen aus. Und dann Attacke. Der Berserker-Rausch kann halt wirklich sehr praktisch sein. Heil dich mal ein bisschen und dann drauf. Und zack. 4000 Erfahrungspunkte bringt er. Boah, alter Falter. Die machen schon ordentlich Schade, die Mistviecher. Und kaputt. Die haben auch wieder 2 Handschwerter für uns. Sehr schön. Also 2 Handschwert plus 1. Das ist dann später wieder ordentlich was wert. Das können wir gut verkaufen, das Zeug. Der Behälter war voll, genau. Dann plündern wir jetzt nur noch hier. Das Grab wurde aufgebrochen, alle Wertsache geplündert. Die Plünderer haben die Finger von der Leiche gebrochen, zweifellos, um an einen Gegenstand ranzukommen, den die Leiche umklammert gehalten hat. Wenn es denn sein muss. Das sind wieder plus 1 Pfeiler, das ist sehr praktisch. Nehmen wir dankend A. Dann sehe ich, da waren noch Wurfäxte, die kann der Korgan gut gebrauchen. Schmeißen wir gerade die Entwurf-Axt dafür fort. Der soll wieder aber bei seiner Nahkampf-Axt bleiben. Ja. Das war jetzt der Berserker-Rausch vorbei und hat dafür 50 Schadenspunkte gekriegt wieder. Da haben wir noch einen Trank, einen Abwehrtrank. Das geht an die Vicky. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Ne, mehr gibt es nicht mehr zu plündern. Alle hopp, dann tät ich aber Sache, ihr liebe Leute. Ich mache jetzt hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.